Grüß dich zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahme von Fallout 4. Ich bin hier nochmal beim Super Duper Mart. Ich habe diese Mr. Handy Treibstoffkanaster sind wieder gespawnt, die habe ich gleich mit, die habe ich gleich einpackt. Wir müssen noch schnell was machen, bevor wir in Richtung Diamond City uns bewegen. Richtig, du hast richtig gehört. Du siehst es gleich. Nur uns dieser gute Mensch dort oben mit dem Fatman nicht sieht. Darum mache ich das gerade. Genau. Es ist jetzt nicht viel passiert. Aber unser Charakter ist eigentlich nur ein bisschen vollgestopft mit Dingen, die wir verkaufen können. Und vor allem müssen wir jetzt noch was machen. Genau. Wie du siehst, wir haben ein kleines... Ja, sie hat sich relativ gut erholt nach dem letzten Martyrium. Und wir haben hier ein kleines Problem. Genau. Das wirst du gleich sehen, wie wir das jetzt machen werden. Im Endeffekt, wir müssen ja den Charakter sowieso noch ein bisschen aufbauen und umbauen für den Überlebensmodus. Das ist uns ja eigentlich bewusst gewesen, wenn wir diesen Überlebensmodus machen. Ich meine, dir war es ja nicht bewusst, dass ich das machen werde, aber offen und ehrlich gesagt, es ist eine Herausforderung. Auch die Spielweise jetzt ist für mich was ganz Neues, habe ich es schon mal erzählt und erklärt. Und es macht anders Spaß. Sagen wir es einmal so. Jetzt möchte ich nur schauen, ob das funktioniert. Warte mal. Ja, dass das funktioniert, das weiß ich, Spiel. Danke. Du bist das beste Spiel überhaupt. Also du bist so... Ja, du bist halt. Genau, du bist halt so richtig geil. Und zwar... Was wollte ich da jetzt? Genau. Wir haben da drauf +2 Charisma, gell? Umbenennen. Wir werden das jetzt so machen. Schau her. Plus. Machen wir es so. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, der Algorithmus verzeiht mir das. Okay, gut. Ja, ich schaue gar nicht auf den... So, +2 Charisma. Warte mal. Nein, das muss ich anders machen. Wie ist denn das? So ist es gegangen. Da +2 Charisma. Aha, das zacken wir so an. Das ist ja langweilig. Wurscht. Wie du siehst, ich habe ein bisschen was eingepackt, das können wir verkaufen. Und ich hoffe... 40. Na, ich hoffe, das bringt uns was. +2. Haben wir die? Plus, jetzt haben wir 4 macht 6. Scheiße. Aber warte mal. Warte mal. Da die Schmalzlockenperücke, wir haben sie mit. Ja, dann werden wir die auch noch umbenennen. Ah, die können wir gar nicht umbenennen. Ah, solche Schweindeln. Egal. Das heißt, wir haben dann 2, 4 plus 2 macht 6 und 1 ist 7. Okay, das sollte uns in Diamond City schon ein klein wenig helfen. Hätte ich immer gedacht. Jetzt stellt sich nur die große Frage. Eigentlich sollten wir jetzt schon aufhören mit dem Schnellreisen. Weil später im Überlebensmodus geht's eh nicht mehr. Jetzt haben wir aber gedacht, einmal Schnellreisen tun wir noch. Wir reisen von da weg. Genau. Man, in Diamond City werden wir dieses Mal nicht viel machen. Wir kennen alles. Wir wissen ungefähr die Geschichten dahinter in Diamond City hin und her und bla bla bla. Und blä blä blä. Und ja, du kennst ja den ganzen Scheißdreck. Da unten. Unsere freundlichen Mitbewohner des Commonwealths halt, ne? Ja, genau. Machen wir so.
Wir werden also ein bisschen dahin schleichen. Haben wir, wie viele Punkte sind denn wir von Level Up entfernt? Schauen wir mal. Ja, ein bisschen was. Das wird das letzte Mal, ich meine, du hast es sicher mitgekriegt, gell? Wie du siehst, wir haben kleinere Probleme. Mhm. Da zum Beispiel Ingenieurskunst. Level 14, Level 26, Level 44, Level 85. Also wie du siehst, das wird ein klein wenig herausfordernder. Dank dieser Mod. Mhm. Und wie du siehst, ich habe jetzt schon so meine Problemchen und bin aber erst auf sehr schwer. Diese Brücke, kommen wir über diese Brücke nach Diamond City, CIT-Ruinen, ja, das ist mir ein Begriff. Wir haben sowieso mehrere Probleme später. Es wird ja alles wiegen. Wir müssen uns dann wirklich auf Dinge konzentrieren, die wir einpacken, die wir auch brauchen. Papier, warte mal. Papier, Hilfsmittel. Oder ist das unter diverses drinnen? Was kann ich damit machen? Wert, die können wir auch verkaufen, rein theoretisch. Weil ich habe mir jetzt gedacht, wir schauen, dass wir da jetzt mal in Ruhe vorankommen. Bisschen schleichend. Du hast ja in der letzten Aufnahme eh mitgekriegt. Ich habe relativ viel auf die Fresse bekommen und habe mir auch relativ schwer getan. Mhm. Und das wird nicht besser. Ich glaube, über diese Brücke kommt man gar nicht, gell? Oder doch? Besser. Na gut, unser Charakter müsste da ein bisschen schwimmen. Aber das wäre eigentlich auch kein Problem. Und du hast da gesehen, ich habe bei Hangman's Alley auch ziemlich was auf die Fresse bekommen. Also wenn wir wirklich den Überlebensmodus auf lange Zeit durchziehen wollen, dann müssen wir uns sehr, sehr bedeckt und ein bisschen, wie sagt man, es wird sehr viel Management nötig sein, glaube ich. Hm. Was wir sicher brauchen werden, ist für die Waffe einen Schalldämpfer. Anders wird sie das nicht bewerkstelligen lassen. Warte mal kurz, ich schaue mal da kurz zu den Kohleautomaten, aber vielleicht ist da was drinnen, was wir vielleicht benötigen könnten. Nö, Schweine. Andere Frage. Wie schwer kann das Gebäude das sein? Nein, Kenny. Ab nach Diamond City, du musst das verkaufen und kaufen. Du hast genug zu tun.
Und nein, Begleiter möchte ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Die wären mir jetzt momentan eigentlich nur im Weg. Da ist nix. Ich muss das wirklich nochmal ummünzen, das Ganze. Also, dass ich mir wirklich nur die wichtigsten Materialien mitnehme. Was war denn das? Kann man das da markieren? Holy Mission Congregation. Keine Ahnung. Diese gerade runter Vase, da sind so ein paar Hunde entgegenlaufen. Man, jetzt in Diamond City ist ja keiner da. Wie spät ist jetzt überhaupt? Ich meine, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad labst du da jetzt noch immer durch, wie Sau. Wieso ich mir echt schon langsam frage, aber ein bisschen deppert bin mit der Mod, wirklich. Und ehrlich gesagt, so durchgeschlichen bin ich durchs Commonwealth auch noch nicht. Und also, dass ich in jeglichen Kampf umgehe. Vielleicht ist da ein Bett, wo wir uns so ein bisschen hinlegen können. Die würden nicht gleich entdeckt werden, das ist ja mein Problem. Wein, ja. Wir werden also mit 2 Stunden warten. Oder 3 Stunden. Jetzt ist... Machen wir 5 Stunden. 6, 7. So, wieder ein Tag im Commonwealth. Naja. Was ist denn da hinten oben? Okay, je weiter südlicher. Wie war denn das? Je weiter südlicher wir kommen, umso gefährlicher wird's. Wir sollten an und für sich mal das Startgebiet machen, in diese Richtung. Aber das wäre sonst langweilig. Mal ab in Richtung Diamond City. Eine kleine Frage in die Runde. Ich hoffe, euch stört diese Musikmod im Hintergrund nicht. BZW, diese Musik aus dieser einen Mod, die ich da drinnen habe. Da ist nichts mehr. Ich weiß, dass da hinten Raider drinnen sind, aber ich kann es jetzt nicht einschätzen, wie gefährlich das sind. Wie du merkst, ich gehe schon sehr bedacht vor. Man, vielleicht scheiße mal um es. Dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Vielleicht scheiße mal sonst umsonst in die Buchse, aber was der ist.
Und ich bin sehr vorsichtig. Wenn ich jetzt schon wieder drauf gehen will. Was? Wer weiß, ich bin ärger beladen. Wer ist da? Wieso hören mit denen? Okay, gut. Scheiße. Krieg dich mal wieder in... Ja, wirklich, krieg dich mal wieder ein, du. Krieg dich mal wieder ein, Trampelarschkuh. Sag mal, wo bin mein gute... Achso, da sind's. Hihihi. Figaro. Irgendwann wirst du nachladen müssen, Hey. Arschloch! Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Ich nicht. Arschloch. Ist nicht mein erstes Feuergefecht, du Penner! Boah! Keine Angst! Irgendwas stimmt da unten nicht. Jetzt da. Hier? Legen wir los! Ja, bitte. Ständig zielen, du Anfänger! Getötet! Na, wirklich? Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal mit Impro-Waffen spiele. Du gehst mir mächtig auf den Sack! Der Zeug ist den ganzen Abend nicht wert! Tut mir leid. Hätten Wie- weglaufen sollen. Wie soll mein Zeug was wert sein, wenn ich so Pennen wie euch finde? Oder krieg? Aha. Was war das jetzt da? Heinz Spack. Ja, Entschuldigung, mir sind keine besseren Namen eingefallen. Was war das jetzt? Ich glaub, der da, gell? Eine doppelläufige. Noch eine doppelläufige. Ja. Ich kann leider nicht mehr so viel mitnehmen, das ist ja mein Problem. Können wir irgendwas kochen? Nein, können wir auch nicht. Ich hoffe, dass sich der Ausflug nach Diamond City lohnt. Normalerweise nicht so. Lohnt sich was oder lohnt sich nichts, was da? Normal nicht meins, aber... Wie schön. Automatikpistole. Das ist die. Das Dumme ist, dass die einen Scheißdreck was dabei haben. Chirurgenmasken, okay. Nichts, was sie irgendwie auszahlen lässt. Kampfflinte, was für eine war denn das jetzt der Schaß? Also das ist ja die gleiche, die wir auch haben, gell? Ja. Ah, das ist die. Wie viel Kilo haben wir denn? 13 Kilo haben wir zu viel. Ich will jetzt aber nichts raushauen, das ist ja mein Problem. Ich bin so überladen. Red Kakerlakenfleisch. Aber das kann man später vielleicht noch kochen, aber...
Schaß mit Ohren, ehrlich. Glück 2, Stärke, Charisma, noch 2 dazu. Ja, 12 Kilo. Schrott, was haben wir denn zu viel mit? Stahl und Öl, was das wird dann der weg? Dann hat man eigentlich Lötmittel, Blei. Scheiße. Wo war das? Das Lötmittel. Ja, das sind auch wieder ein paar Erfahrungspunkte. Wo ist jetzt der Diamond City, der Eingang? Oh, so nein, wir müssen uns mit Piper auch noch auseinandersetzen. Ja, wie gesagt, ich habe mir sogar diese Mod-Musik oder die Musik, was da in dieser Mod drinnen ist, die habe ich mir sogar auf YouTube gesucht. Finde ich ganz gut eigentlich. Ach du meine Güte. Nein, Kenny. Zuerst Diamond City. Hey, warte mal, da ist ja irgendwo Cricket, die Schlampe, oder? Wo ist sie denn? Wer bist du? Karawanenwache? Was soll das heißen? Du kannst das Tor nicht Ist sie öffnen. da? Hör auf mit dem Mist, Danny. Verdammt, ich Na. stehe völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht ranzulassen, Piper. Tut mir leid. Die Cricket ist nicht da. Du machst nur deinen Job. Entschuldigung, dass ich jetzt da reinrede, aber wir kennen das Geschwafel von der Piper ja eh. Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Wirklich leid. Oh meine Güte. Mr. McDonald ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Spoiler, sie hat recht gehabt. Hahaha. Ich wohne hier. Du kannst mich nicht einfach raus. Wo ist die Cricket? Na Piper, verstehst verschlossener Tür, ha? Wartest auf mich, ha? Was ist, wenn ich da jetzt einfach stehen bleibe und dir zuschaue beim Warten? Entschuldigung. Du willst doch nach Diamond City, oder? Ich bin zwar gerade erst hier angekommen, aber ja, Psst. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Laden Na gegangen sind? gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Los geht's. klingt gut. Dann mal los. Ein weiterer wunderbarer Tag in Diamond City. Wunderbar und auch hübsch. Wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich. War Ich das werde eine deine offizielle Druckerpresse Ankündigung, verschrotten Bürgermeister lassen. McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse ausschalten. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Puh. Tja, gute Frage. Wurscht. Presse- und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Miss. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Klingt gut. Ich bin sicher, dass eure Stadt ein tolles Fleckchen ist. Ja, das tollste Kartenhaus im ganzen Commonwealth. Bis der nächste Windstoß kommt. Also, bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? Ich bin auf der Suche nach jemandem. Du suchst jemanden?
Wen denn? Mein kleinen Jungen, Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Moment, dein Sohn ist verschwunden? Hast du das gehört, McDonough? Wird die Diamond City Sicherheit zusehen, wie eine Mutter ganz allein nach ihrem kleinen Jungen Hör sucht? nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Das hoffe ich. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ja. Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen Ich habe jetzt nachgehen? genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell Ja, red verwarnt. nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Vom Bürgermeister persönlich in Diamond City begrüßt werden. Fühlst du dich da geehrt? Pass auf, ich habe noch was zu erledigen, aber komm doch nachher mal in mein Büro vorbei. Ich habe da eine Idee für einen Artikel, für den du perfekt geeignet wärst. Ja. Warte mal kurz. Da gehen wir jetzt nicht hin, das ist mir jetzt eigentlich einmal scheißegal, oder? Na, der Danny ist mir jetzt einmal wurscht. Und wie heißt der vor der Railroad? Hallo. Hey. Was gibt's? Was für ein Tag, hä? Wie heißt das verlogene Arschloch vor der Railroad? Willkommen im großen grünen Juwel. Na genau. Dir wird es hier sowas Na von genau. gefallen. Du verlogener Sack, du. Wieso das Geile ist, ich kann jetzt einmal so richtig fett Backseat Gaming machen. Mhm. Hier riecht's nach Gülle, Abfall und dem gewissen Duft nach Scheiße. Hoppala. Ich werde euch alles spoilern. Ich will nur... Gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Später. Holen wir uns später. Ich habe jetzt an das alles kein Interesse. Kurzen Augenblick, bitte, meine Damen und meine Herren. Es ist zum Rehren. Ich bringe euch gleich zum Blären. Gut, sollte dieser Mann hier zu viel Blödsinn balabern, bitte nicht böse sein, das ist halt nun mal so. Kurzen Augenblick. Das haben wir oben, das haben wir oben. Scheiße. Naja. Gut. Wenn der Artikel in der Public wahr ist, dann ist McDonough... Munition. Was, wenn er Das tatsächlich... Zentrum des Handels in ganz Diamond City. Das Was? sind wir. Wir sind auf dieser Seite der Mauer in Sicherheit. Und nur das ist wichtig. Hä? Was? Naja. Mörner, du Bitch, du Bitchsteller. Ich kenne dich nicht. Also bleib weg von mir. Ganz ruhig, ich bewege mich nicht. Genau das würde ein Sünd sagen. Aber ich weiß nicht. Bist du wirklich ein Mensch? Ich bin ein Mensch. Ich bin so menschlich wie an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Du siehst schon aus wie ein Mensch, aber ich behalte dich besser im Blick. Ich habe Augen wie ein... Nun, sie sind jedenfalls sehr gut. Verstanden? Okay, wir können handeln. Ja, so gleich wie Aber ein kein Lux. Blödsinn, verstanden? Ja. Klar, ich schaue es mir an. Alles, was du brauchst. Mei, das ist aber lieb von dir, Mörner. Wirklich, du bist so eine tolle Rassefrau. Das ist ja ein Wahnsinn. Oh mein Gott, ich hoffe, ich krieg keine Probleme. Weil dann dreh ich durch. Bla 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 bla. 3000. Mörner, du bist... Braucht angepasste kurzen Augenblick. Ich möchte das ausprobieren. Wir haben Werkbänke. Wo ist denn das jetzt gewesen? Wo war denn das? Große Fix nochmal. Mein Kenny merkt da einfach einmal, wo du was hin tust.
Wie hat das andere Kasen, was wir da gehabt haben? Das ist für 2 Stunden. Und das andere muss da gewesen sein. Zur freien Benutzung. Zielfernrohre. Größere Hey, Magazine. Myrna. Du schon wieder. Okay, ich habe einiges im Angebot. Zeig mal, was du so hast. Alles, was du brauchst. Da werden ganz schön medikamentenabhängig sein. Ja, ein bisschen ist er billiger geworden, aber mehr auch nicht. Egal, wir werden uns jetzt mal ein bisschen bedienen. Bei der guten Mörner. Right away, die 2 Stimpacks. Scheiße. Haarklammern hätten wir genug. Blei, Plastik, Kork, Leder, Beton, Säure, Cafeteria, bla 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 bla. Das können wir brauchen. Das können wir brauchen. Das können wir brauchen. Stahl, Antiseptikum. Jangles Dämon, dafür brauchen wir sicher nicht. Klebeband brauchen wir. Knochenfräser, Zahnrad, Kupfer. Kristall. Mörner, du kommst mir aber shit da.